Nächster Redner von der SPÖ, Otto Pendel. Herr Bundesminister, meine sehr geehrten Damen und Herren, Hohes Haus, meine sehr geehrten Damen und Herren auf der Besuchergalerie und vor den Bildschirmen. Ich glaube, die sowohl die Materie kennen, aber vor allem auch die Leistungen, und ich bleibe jetzt einmal bei der Anfrage. Ja. Und die letzten Worte des Herrn Bundesministers sind ja genau auf diese Anfrage eingegangen. Ich möchte hier nicht vom Rednerpult gehen, ohne dass ich zum Ausdruck bringe, und ich tue es sehr oft, aber aus innigster Überzeugung, bei all diesen Debatten leidet meistens die Organisation darunter. Und ich glaube, das haben sie weder die Soldatinnen noch die Soldaten verdient. Und ich möchte Ihnen auch hier und heute sagen, unsere Solidarität und unseren Dank haben Sie auf alle Fälle, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte aber auch allen, ich weiß schon, was hier immer für ein politischer Ablauf ist, und ich sage auch ganz offen, die einen freuen sich, brauchen wir sich keine Geschichte erzählen, nicht? Jetzt werden wir wieder einen anputzen, die anderen greifen sowieso an. Ich möchte nur sagen, wir reden hier, und ich glaube mehr, dass man zum Ausdruck bringt von Seiten des betroffenen Ministers, dass die Optik nicht wirklich schön war. Ich möchte dir sagen, wir sollen aufpassen, dass wir nicht immer bei all diesen Geschichten, die mir selber bei einer eigenen Meinung auch dazu, ich stehe nicht an, die auch zu sagen, aber wir sollten aufpassen, wenn wir darüber diskutieren, ob die obersten Organe des Staates ein Dienstauto haben, ja oder nein. Weil wenn wir noch weiter diskutieren, und die kennt es ja seit Jahren, wenn wir da weiter diskutieren, in Wirklichkeit sind wir am Ende des Tages bei einem Punkt, denn wo Sie ohne, Kollege Lopatka, können wir grinsen miteinander, ohne keine Freude haben, wie das Spiel ausgeht, weil wir könnten erzählen, was die letzten 15 Jahre gereint ist. Und ich möchte auch hier klar zum Ausdruck bringen, können wir nicht eine Debatte, jetzt haben wir nicht eine Staatspolizeigeschichte und keine Krisengeschichte. Ich gehe davon aus, dass wir wenigstens über ein Dienstauto unaufgeregt diskutieren können. Nicht? Und über den Chauffeur nehme ich auch, da ist ja kein Staatsnotstand ausgebrochen, weil ich glaube, wir haben wichtigere Themen, auch wenn die Optik, sag's noch einmal, nicht wirklich schön ist in dem Zusammenhang. Aber kein Grund zur Aufregung, wir können das ganz unaufgeregt diskutieren. Ja? Wenn Sie wollen, erzähle ich Ihnen auch die Geschichten, wo eure Minister nicht wieder immer dumm gefahren sind. Aber das ersparen wir, aber auf das Niveau will ich mich hier nicht begeben. Ich glaube also, der Kollege Pilz hat es auf seine Art und Weise so angetragen, dass wir gesagt haben, jetzt schauen wir einmal dazu, was sagt der Betroffene zu dieser Sache, einerseits. Auf der anderen Seite sind ja es wir, die uns überlegen müssen, wie gehen wir mit diesem Thema, was für alle gilt, um. Und da genauso fürs Auto wie für den Chauffeur. Ich habe nichts anderes gesagt, Kollege Lopatka. Ich habe nur immer gesagt, aufpassen, dass man nicht als Einzelfälle, die was zugegebenermaßen, sage ich es nochmal, zum dritten Mal, dann sage ich es nicht mehr, die Optik nicht, also für mich auch nicht zufriedenstellend ist, dass man das Kind mit dem Bad ausschüttet. Zu dem bleibe, weil da haben wir alle miteinander am Ende des Tages keine Freude. Ich sage auch, ich bin zutiefst überzeugt davon, dass so wie also die Diskussion momentan läuft, wie die Berichterstattung läuft, viele sagen werden, aha, die richten es wieder alle miteinander, weil die Diskussion hast, ja. Aber trotzdem glaube ich, dass wir es hier zumindest, weil es um eine gesamtstaatliche Problematik geht, das sage ich schon, ganz einfach sauber, unaufgeregt zu diskutieren haben, weil sonst machen wir der Sache keinen guten Dienst. Noch dazu ist meine Angst immer bei diesen Art von Diskussionen, ich will nicht einen Apparat mit irgendwo da einbringen. Weil die haben es schwach nur. Ja, das wissen wir ja. Das brauchen wir jetzt ja nicht wiederholen, das braucht euch ja nicht gleich wieder aufregen. Ich sage nur, wir sollten hier geschärft in Fokus auf den haben, um was die Sache ist, und schauen, dass wir alle anderen unbeschadet aus dieser ganzen Diskussion rausbringen. Das ist, glaube ich, um das, was mir und auch meiner Fraktion geht. Und ich lade Sie wirklich alle ein, versuchen wir, diese Diskussion auch sachlich im Interesse des österreichischen Bundesheeres, im Interesse auch des Ansehens der Gesamtpolitik hinter uns zu bringen. Obwohl die Dienstwagenaffäre eine schiefe Optik habe, sagt Sicherheitssprecher Otto Pendel von der SPÖ.